Hey ho, liebe Leute, wie geht's denn so? Willkommen zurück hier zum Let's Play von Fire Emblem Fates zum Vermächtnis. Und jo, wir sind gut dabei, vor allem die sind gut dabei, weil ich eigentlich noch Schwein hatte, dass ich heute überhaupt aufnehmen konnte. Weil, als ich gerade ein 3DS einen PC angeschlossen habe, kam plötzlich die Meldung, unbekanntes Gerät. Dann ich mir so, okay. Und dann nächste Meldung, konnte nicht erkannt werden. Ich so, na gut, Nintendo, Microsoft sind unbedingt die besten Freunde, aber gerade so eine Meldung, hallo? Zweites Mal ging es plötzlich, ich weiß auch nicht, ob es irgendwie im Kabel liegt oder irgendwie mein Windows 7 langsam abschmieren ist, keine Ahnung. Ich will sowieso ein PC mal neu installieren, seit langem. Naja, ist ein anderes Thema. Trotzdem willkommen zurück und die Arena, wenn die gar keinen Bock da, wenn jeder sein soll. Bitte sag mir nicht, dass er kämpfen muss. Einsatz, zu Diensten. Ja, komm, warum nicht? Was, ein Hauptangreifer? Ja, mich selbst natürlich. Mit Edeljato. Was? Och nö. Ich bin überrascht, dass Sakura getroffen hat. Yeah! Ja, sorry. Das bin echt ich. Krass. Yeah! Cool, ihr seid die Geilsten! Das war's? Das haben wir gewonnen? Ernsthaft jetzt? Ja, offenbar schon, alter Schwede. Gut, ihr seht, wir können sonst nichts machen, obwohl es ein neuer Tag ist und alles mögliche. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber egal. Jo, wie sieht's aus? Ich habe noch ein bisschen ausgerüstet. Trainiert habe ich nicht, falls ihr das gedacht habt, weil ganz ehrlich, momentan ist es sowieso zu einfach. Also von dem her. So, wir haben noch ein bisschen geguckt. Als erstes Mal die neuen Waffen. Ich selbst sage nichts Neues. Ich bin ja sowieso der Arsch im Dienst. Asura, Rang E ist ein bisschen schwierig, die soll ja sowieso vor allem tanzen. Klingt doof, klingt klischeehaft. Ne, eigentlich eher kochen, wa? Oder putzen oder sonst was, aber naja, trotzdem. Hinoka, sie hat, glaube ich, auch, oder hat sie jetzt die Tonnagina, gar nicht mehr so sicher. Hat doch Ex noch etwas gegeben für die zweite Reichweite. Eigentlich wollte sie doch einen Doppel, aber dachte mir so, schon wieder? Nee, wäre ein bisschen doof. Sakura auch nichts Neues. Vielleicht aufgefüllt, ein Sonnenfest könnte sein. Silas hat natürlich neue Waffen, also Langspeer, große könnte noch gleich geblieben. Panzerbrecher auch, aber Silberkatana und Silbernaginata, die sind neu. Orochi, ich wollte ihr eigentlich noch, also noch was Neues gekauft und zwar. Wo ist er? Wo ist er? Der Text? Nee, Fluggeist ist auch nicht. Wo ist er jetzt? Hä? Verarschen? Ich hab's doch nicht gekauft. Moment mal. Das kann so irgendwie nicht ganz angehen. So, wir sehen, wir haben ein paar neue Waffen. Gegen Äxtekeulen, ja. Ist halt immer die Frage, ich meine, klar, wäre es cool, aber ihr seht, anhand von der Kohle, wir haben es auch nicht so viel. Aber momentan vor allem das Wichtigste genommen. Katana, ja. Ich denke mir vor allem bei Herrschaft und Offenbarung wird es noch interessant werden, die Waffen auszurüsten. Wegen dem Schwierigkeitsgrad, aber hier ist echt noch unnötig. Also unnötig, ja. Nicht zwingend notwendig. Was wollte er jetzt überhaupt? Irgendwo. Ah, genau. Dingsbums. Schulken bei ihm ist gerade eine Aktion. Okay, schön. Ich habe jetzt gerade ein paar gekauft. Schmieden. Wir müssen gleich noch schmieden, natürlich. Wo habe ich einen? Ah, hier. Den Drachengeist. Fähigkeit für deinen +1. Okay, nach Kampf und halb Magie, bis Träger noch angreift. Effektiv gegen Drachen. Den kaufe ich unserer. Ja. Muss gleich mal gucken, wegen Waffenschrift hole. Aber ansonsten würde ich echt sagen, dass sie das dann später bekommt, unser guter Orochi. Weil ganz ehrlich, mit Drachengeist haut die natürlich rein wie sonst was. Und effektiv gegen Drachen. Ich habe das Gefühl, wir bekommen es noch mit ein paar Drachen zu tun in den letzten Kapiteln. Ist auch mal so, ja, eine Vermutung, wa? Schlangengeist, ja, kann man ein paar Mal einsetzen. Ja, see you, tschüssi. Kowski, sayonara, goodbye. Hasta la vista, egal. Sonst Rettung. Wieso habe ich hier eigentlich Rettung gegeben? Hä? Egal. Wegen Rang E noch, genau, wenn ich etwas habe. Die Frage ist, kommt sie bis zum Schluss, spielt sie noch auf Rang A für die Magie, war? Da ist eine gute Frage. Ich mach's mal so, Leute. Ich lasse mich momentan noch so, wenn ich vor dem Abschlusskapitel, wird es schon irgendwie heißen, Finale und so weiter, sehe. Sie ist noch nicht Rang A, dann gebe ich ihr noch eine Waffenschrift, wir haben ja 2 Stück davon. Und dann klappt das schon. So, sie ist Speermeisterin. Glaub auch noch gleich. Ne, glaub, die
Don-Naginata ist neu. Muss auch gleich sein, dann kann ich sonst gleich noch schmieden. Kaden auch gleich, der bekommt noch einen Talisman. Genau. Scarlet. Ja, gleich wie immer. Bei ihr auch nichts Neues. Felicia, da will ich auch noch ganz kurz. Also Sonnenfest, Herbstfest, Schweigen. Bei ihr will ich noch ein bisschen schmieden. Falls es klappt. Mal gucken. Takumi, nichts Neues. Ryoma, momentan noch nichts Neues. Kann auch nichts. Also ihr seht, viel hat es auch nicht getan. Eigentlich relativ wenig. Naja. Man kann nicht alles haben. So, wo war ich? Was wollte ich? Das ist die gute Frage. Vorher mal gucken. Nicht schmiedbar. Ja, toll. Ich wollte schmieden. Natürlich habe ich keine Koralle. Ist natürlich logisch. Lapis habe ich auch nicht. Ist ja auch logisch. Onyx habe ich auch nicht, aber ein Quarz. Jo. Nur 3 kann er den, ist da ein bisschen nicht zweckgemäß. Feuerschurken, genau. Das wollte ich noch machen, einfach nur, weil ich es kann. Ich hatte gerade eine Idee, und zwar, als ich gerade Feuer gelesen habe, dann mir gerade so, was wäre mal das Feuer? Lava. Was fällt mir dazu ein? Aus One Piece zum Beispiel, Ace und, ja, ihr wisst, was ich meine. Das sind nicht Lavaschurken, sondern einfach mal Hitzeschurken. Und eine Hitzefrucht gab es ja auch, wa? Ein Teufelsfrüchten, nicht nur da Feuer und Lavafrucht. Das scheiß Großadmiral, ey. Hitzeschurken, ja, eben gab es so eine Hitzefrucht, ich weiß den Namen von dem Typ nicht mehr. Gab Don irgendetwas, nicht Don 1000, nee, das war der aus Yu-Gi-Oh! Irgendwie anders. Hitze-Schuriken, also das Blau mit dem Hintergrund. Passt mal gar nicht. So, was haben wir sonst noch? Banyumi. Hab ich Vorrat, sonst nichts, wa? Scheiße, Bernstein auch hier. Mann, diese scheiß Items! Ja, bringt alles nichts. Ein Item geschmiedet, geil. Da immerhin für Felicia ist sowieso nicht ganz die stärkste. Felicia übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, bei ihr habe ich sogar überlegt, sie noch zu entwickeln. Hat erst am Schluss und so, mit dem Herzsiegel. Weil sie kann zum Helden werden. Okay, meine Magie runter, sowieso scheiße. Bogenritter, Magie runter, sowieso auch scheiße. Stratege, klar, Stärke runter, hat sie sowieso nie viel gehabt. Magie plus nur ein bisschen, vor allem da... Feuerschurken ist gerade weg. Wo ist der Feuerschurken hin? Der Feuerschurken wird sowieso episch, Verteidigung, okay, dann wird sie halt vor allem und so spezieller, ja... Die spezielle Wall, die halt trotzdem noch viel laufen kann. Das sind meine 8 Felder, hallo? So, nochmal gefragt, wieso hast du einen Hitzeschuriken nicht mehr? Nimm ihn doch mal, Menschenskind. So, Azur, ganz kurz die Items. Stiefel ist bei ihr unabdingbar, weil sie soll ja dafür sorgen, dass unsere Charaktere nochmal ein zweites Mal laufen können, oder? Klar. Das soll sie ja vor allem. Verteidigen, sie hat sehr wenig, nicht nur relativ, sondern verdammt wenig, das ist mir zu wenig. Tja, mich selbst, bin ich Egoist, bin ich kein Egoist, das ist die Frage aller Fragen. Ich würde sagen, ja, bin ich nie. Ja, vor allem wegen Stab noch, wa? Ach, deswegen, dachte ich gerade, wegen Mixtur. Und davon Stab noch, wa? CEC ist gar nicht mal so schlecht. CEC, sie kommt noch später noch zum Einsatz. Ja, kommen wir mal Egoist, weil ich habe E2, eine behalten noch für den Notfall am Schluss. Dann haben wir hier noch Götterikone. Wie ist was ein Rest? Lass momentan noch, ich gucke dann in den nächsten Parts noch, was man machen kann. Genau, bei ihm haben wir es noch gesagt, sicher mal. Er hat auch ein bisschen sehr wenig. Beziehungsweise wird er falsch genommen, weil er wohl eine Verteidigung ist. Er hat noch ein bisschen mehr, ist auch nicht schlecht. Scheiße, die waren voll. Wieso habe ich jetzt das Falsche genommen? Weil die Verteidigung vorher jetzt mal weg war, vielleicht? Vielleicht, kann auch sein. Was wir noch gesehen haben, natürlich. Secret Jägersrobe. Jo. Den Rest gucken wir später mal. Glück um 4, leg mich am Arsch. Gut, sie hat relativ wenig Glück, aber wenn, sollte man eher
Dementsprechend der viel Glück hat, wa? Wäre eigentlich doch logisch. Glück. Einfach minimaler Wert, wa? Jetzt mache ich es doch noch, ey. Dass ich irgendwie allen rausrüste. Tempofeder, er unbedingt. Er ist Dritter, er sollte ein bisschen schneller sein. Sorry, aber das ist sonst ein No-Go. Magie, ja, sicher bei ihm Magie. Komm, hau rein. Mit ein bisschen mehr Kriten. Apropos Kriten, ich habe 2 davon. So, das haben wir geklärt. Ja gut, ihr seht, ich bin gut dabei. Ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell dabei. Das ist vielleicht eine gute Scheiße. Silberkatan aber natürlich nicht. Hab noch irgendwas mit A. Das Herr Geistgetana kriegt ein Monster. Ja gut, ja, diese Ungesichter. Der wiegt nur auf 2 Felder. Ach komm. Er muss ein bisschen was anderes noch zeigen. Ich gebe den gleichen Mumpitz. So, er hat D, er kann also ein bisschen mehr tragen, ist doch geil. Wenn es gar nichts mehr hat, ist vor allem geil. Die Fluchroute. So, jetzt reißt aber auch. Ich wollte eigentlich die Folge heute ein bisschen kürzer machen, weil ich ein bisschen spät dran bin mit Aufnehmen, aber jetzt haben wir schon so viel gequatscht hier und nichts Produktives gemacht. Müssen es wohl ein bisschen länger machen. Ja, Belagerung 2, nö, kein Bock drauf, Herausforderung sowieso nicht, wir sind sowieso übertrainiert, also geht's weiter mit Kapitel 21. Die Gruppe entkommt der Schwarzdrachenfeste und zieht weiter. Dank der Karte des Regenbogenweisen erreicht sie ein sagenumwobenes Ziel. Klingt gar nicht mal so schlecht. Kapitel 21, flüssiges Feuer. Nennt man Lava. Jago hat schon wieder versagt. Das ist erbärmlich. Ich muss mich wohl bald seiner entledigen. Doch das ist nicht weiter von Belang. Es gibt ja noch einen zweiten Plan. Was? Oh, dieser Blick auf dem Gesicht von Michael, wenn er ihn sieht. Nein, Vater, wie kannst du nur? Hey. Hallo, Elise. Darf ich fragen, was du hier machst? Ah, Santa, schreib mir doch nicht so. Sag mir die Wahrheit. Hast du Vater danach spioniert? Doof, er hat mich erwischt. Schmollmund. Ja. Elise, du weißt, dass er das nicht gehört. Vater wäre alles anders als erfreut, würde erfahren, dass ihn jemand belauscht. Selbst du bliebst vermutlich nicht von unangenehmen Konsequenzen verschont. Ich weiß, es ist nur... Elise, was hast du denn? Ich weiß nicht, was ich tun soll, außer zu schmollen und zu weinen. Michael ist weg, Leo auch. Camilla ist so traurig, dass sie ihr Gemächerkammer verlässt. Was geschieht noch mit unserer Familie, Sender? Wie kann alles wieder wie früher werden? Elise. Sorge dich nicht, Elise. Sobald der Krieg vorbei ist, kehrt alles zurück zur Normalität. Wirklich? Aber wie kannst du so sicher sein? Ich glaube einfach daran. Deswegen kann ich trotz meines Kummers noch kämpfen. Wir alle müssen daran glauben, dass unsere Taten zum Wohle aller sind. Wir müssen auf unsere Sache vertrauen und dafür mit aller Macht kämpfen. Mehr können wir vorerst nicht tun. Oh. Wir mussten zwar einen Umweg nehmen, aber wir sind endlich angekommen. Das Schiff wird uns direkt zum Zuhause einer Kindheit führen. Ich weiß. Ich kann es kaum glauben, dass all dies wirklich passiert. Ja, aber schwelgen um bloß in Erinnerungen. Sobald wir das Schiff verlassen, können wir uns nirgendwo verstecken. Du hast recht. Wir sollen uns jetzt schon auf einen möglichen Kampf vorbereiten. Sobald wir anlegen, müssen wir in Bereitschaft sein. Bevor wir das tun, muss ich noch etwas mitteilen, Michael. Ja? Kurz bevor wir an Bord gingen, erhielt ich eine Nachricht von Yukimura. Wirklich? Wie ist denn das möglich? Er entsandte einen Pegasus-Reiter aus der bodenlosen Schlucht, um uns zu finden. Sowohl Reiter als auch Ross schienen erschöpft. Sakura kümmert sich um sie. Ich verstehe. Wie lautet die Nachricht? Es sind leider schlechte Neuigkeiten. Yukimura berichtet, dass unsere Truppen in Hoshido noch immer die Stellung halten. Hoshido, Mensch! Aber anscheinend haben sich Soldaten aus Mokushu den Nuren angeschlossen. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Hoshido nicht mehr standhalten kann. Nein! Es kommt noch schlimmer. Diese Nachricht ist einige Wochen alt.
Ich wäre nicht überrascht, wenn sich die Situation seitdem verschlechtert hätte. Das klingt so, als blieb uns nicht mehr viel Zeit. Wir müssen gern besiegen den Krieg beenden, bevor sie unser Schloss erobern. Wann erreichen wir endlich unser Ziel? In einem Tag, vielleicht auch in 2. Der Kapitän meint, dass wir zum Anlegen im Weitfluss aufwärts fahren müssen. Aber die Karte der Regenbogenweise und Skat zeigt an, dass unser Ziel direkt hier auf der anderen Seite des Flusses liegt. Wieso können wir nicht direkt dort anlegen? Bin mir nicht sicher. Der Kapitän hat keine Alternativen genannt. Schau mal, genau dort, das ist ein Hafen auf der Karte, die Dämonenfalle. Dämonenfalle? Gib mir die Karte. Ja, das wurde handschriftlich ergänzt, ist nur schwer zu lesen. Hast du schon mal von diesem Ort gehört, Ryoma? Ja, aber ich dachte, es wäre eine Legende. Man sagt, dass es ein Wasserfall aus Feuer sei, was nicht so glaubhaft klingt. Wir sollen es versuchen, so können wir uns wertvolle Zeit sparen. Ja klar, mal so eine kleine Lavadusche. Das öffnet alle Poren. Definitiv. Endgültig. Und alles andere auch. Wir müssen uns schnell entscheiden. Bald gelangen wir an eine Flussgabelung. Ich denke, es ist einfach ein Versuch wert. Ich kann nicht mehr quatschen. Was denkst du, Michael? Ich bin einer Meinung, wir müssen schnell handeln. Oder es wird bald kein Hoshido mehr geben, das wir retten könnten. Wir sind für alles gewappnet. Das uns bei den Dämonenfällen erwarten könnte. Das wird halt ein bisschen. Wer ist mit dabei? Jo, Mann! Also gerade mal so Frage, Leute. Bisher habe ich noch nirgendwo gesehen, dass ich einen Drachenstein Plus kaufen kann. Meine Götter, die Wasserfälle brennen wirklich. Das ist Lava. Jo, es ist ein seltsames Phänomen, aber ich kann euch erklären, wie es dazu kam. In der Nähe gibt es eine große Ölquelle. Das Öl hat sich mit dem Wasser vermischt. Vor vielen 100 Jahren entzündete sich dann der Fluss. Vielleicht durch einen Blitzschlag oder durch ein Versehen, wie dem auch sei. Seitdem brennt der Fluss. Alle Noren haben sich daher vermutlich von dieser Gegend ferngehalten. Also scheint es doch keinen Pfad zu geben, den wir folgen könnten. Scheiße, wa? Dragon Power! Hey. Ja. Ja, ist kaum zu übersehen, das Teil ist ja 30 Meter hoch. Be careful. Eine feindliche Präsenz. Wie können sie anders sein? So, wo sind sie denn? Ist vielleicht ein bisschen zu heiß für uns? Offenbar nicht. Steingolem, der ist neu. Also irgendeine... Also, der kennt doch von irgendwo her. Also am ersten Blick dachte ich gerade an den Naruto-Film The Last, aber, nee. Hä? Irgendwer kann ich die Fresse? Woher bloß? Alter, Verteidigungsstärke. Okay, Magie. Ich fand sogar Ringcover. Fels. Waffendreieck des Grüßen, war. Ja, aber einen guten Tipp geben bezüglich Waffendreieck. Und zwar. Das ist echt grün, war? Kann das sein? Grün? Das ist auch grün. Ah, ne, Moment mal. Ist der jetzt blau oder was? Und der ist rot, kann das sein? Also, ja, man sieht auf YouTube von das sowieso noch weniger. Wenn ihr die Waffe anguckt, ist zum Beispiel das Donnerschwert, oder? Seht ihr, hat links ein Donnerschwert, hat so ein Symbol, so ein Schwert von rechts oben nach links unten mit dem A daneben. Und darunter, also quasi links vom A, hat es irgendwie einen grünen Strich. Und da hat er mir auch schon geschrieben, als kleiner Tipp, vielen Dank dafür, das Waffendreieck hier sei wie bei Pokémon. Also hier ist das Grün. Ja, Grün steht bei Pokémon für Pflanze. Hier haben wir Blau ist wohl Wasser, sprich Donnerschwert ist stärker als Silberbogen, weil Pflanze gegen Wasser. Nehmen wir da also etwas Rotes, wie stark Naginata, also Bogen, weil Blau stärkt Naginata. Aber Naginata, ja stimmt sogar, stärkt Schwert. Hey krass, funktioniert sogar, vielen Dank dafür. Ich habe erwartet, also doch schon, das natürlich, aber das ist wieder so, ja, egal. Was mache ich heute? Drüber mal raus, wenn wir unsere Tochter testen. Ja, das klingt unsere Tochter testen. Klingt irgendwie doppelt falsch. Gut, jo, wenn man sagen kann er. Ja, was ich gerade sagen wollte. Irgendwie finde ich es ein bisschen seltsam, dass es kein Drachenstein Plus gibt. Ich meine, hallo? Drachenstein mittlerweile echt ein bisschen schwach. Und ja, klar, Kraft 14, toll. Aber alles andere ein bisschen schwächer, aber ich bin nicht gerade sehr viel. Ja, mal gucken. So, natürlich die weitesten können nach hinten verschieben.
Ich hätte gesagt, am besten lassen sie hier war und schicken unsere Tochter hier rüber. Wer hat eigentlich nur 5 Felder? War doch irgendjemand? Hm? Nicht mehr. Offenbar schon. Faszinierend. So. Was sagt der Part? Oh, noch 5 Minuten. Ich muss loslegen. Freunde, let's go! Boss besiegen, wie üblich. Mal gucken. Stahl, Katana. Der hat gar kein Waffendreieck. Voll fies. Ja, voll sind aber dran. Alter, können die weit. Achso. 5 Felder. Ja, leck mich am Arsch. Die noch relativ egal. Kann das sein? Hier oben hat es noch mehr. Leck mich. Ja, okay. Es wird lustig. Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern, wa? Die Waffen sind immer billig. Der Meistersiegel jetzt noch. Also, ob er jetzt ein Meistersiegel bräuchte. Ich muss jetzt mal gucken, was zum Fels für einen Schaden macht. Natürlich, wenn ich Schaden mache, dann. Wobei, ich sehe es echt, Trottel, wa? 9. 20 Stärke, ja, haut doch ein bisschen rein. Hier oben geht's weiter? Ja, leg mich nach dem Schöpli. Puh. Ja, das wird dauern. Riesenfeld, das war klar. Was noch? Meistersieg? Alter, kann die verkaufen. Gut. Jo, ich weiß, wir haben hier noch einen, aber den lassen wir jetzt mal noch. Mal gucken, Rinka! Jo, fucking ernst? Alter, weg ist das Teil. Wie stark ist die bitte? Ich weiß, am Anfang habe ich immer noch gesagt, Rinka ist voll schwach und so. Aber jetzt hat sie ja volles Potenzial. Was? Hat er sein Gesicht abgezogen? Ich kenne irgendwoher das Face. Ich weiß nicht mehr woher. Verdammte Scheiße, woher kennt das Face? I know your face. Wesenstein sowieso kein Waffendreieck. Das tut weh. Ich könnte mal. Jo, Hitzeshuriken, das brennt. Oh, das brennt weniger. Oh, das brennt noch viel mehr. Sie brennt vor Leidenschaft. Ich glaube echt, wir haben Felice. Sie haben sicher bis zum Schluss Let's Plays sind, also sprich vom Vermächtnis natürlich. Wir sind noch weiterentwickelt. Einfach mal so zum Gucken, was es noch bringt. Aber ich denke, man wird sich vorher noch voll entwickeln, falls er gerade Offscreen-Training noch, weil. Wobei, in Stufe 40, wenn das echt Stufe 40 das Maximum ist bei ihr, da ist ja. Puh, da bin ich noch dran mit trainieren, ey. Das wird dauern. Das war knapp. Ja, gut, Schuhe gegen den Schulken, hallo. Das wird jetzt nicht so wehtun. Okay, die Kleine hat's drauf. Sieht aus wie wir. Oh, die levelt ja. Auch nicht schlecht. Ja. Level 5, wer ist erst kurz? Oh. Hino kann ein bisschen mehr trainieren. Aber beim dir kann natürlich rüber. Ja, doch, machen wir so vor sich. Das ist vielleicht ein bisschen zu. Geh mal hier hin, wa? Hallo, sie können ja fliegen, also. Oh, Stärke. Mann! So, man natürlich auch direkt mal hier hin wegen Support. Kann nie schaden, falls was passieren sollte. Könnte, sollte nicht, egal. Kann ich der hier rüber? Tatsächlich, der kann mich mit dem Felsen treffen. Ja, leg mich am Arsch. Ja, nicht so effektiv wie ich gehofft hatte. Sie sollte vor allem noch das Waffenlevel. Hui, ui, 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 Tiergeist, Hasengeist. Guck mal, ich habe einen Hasen.
Übrigens lila Hasen, ja. Also sogar pink, keine Ahnung. Dann kannst du mal ganz kurz singen. Die Hälfte von B, Ja, die Frage war, den noch auslöschen. Aber was denn hier nachkommt, nö, dann mache ich mal eine gute alte Barrikade. Guten Alt vor allem. Ich habe noch ein bisschen. Also mit Glück zum Sammeln, okay. Jo, bei ihr mal gucken, wie viel sie überhaupt aushalten würde. Der hat relativ viel Defense. Die Magie ist natürlich nie verkehrt, keine Frage. Hier kann auch nicht. Ah, so, sie kommt hier runter. Sehr schön. Blub, ein bisschen Glück. Was mache ich mit Caden? Ich brauche eigentlich die für Defense. Hallo, Verteidigung sammeln? Hat gar keiner. Mist. Nee, der hat zu wenig Defense, das ist mir ein Risiko. Dann mal gucken. Jo, es war zu erwarten. 3 ist ein bisschen wenig, Kleines. Ich bin der Fels in der Brandung. Man hat trotzdem noch 8 Damage. Respekt. Golem Power aus meinem Hals hinaus. Also sieht das gruselig aus. Du stehst mir in der Sonne. Was? Nee, stehst du mir in der Sonne? Also diesen Fels, wieso das mit der Sonne gibt gar keinen Sinn. Ui, keine Chance. Jo, das ist mal ein Hase. Jo, es wird immer mehr. Und wie es weitergeht hier vor allem mit den Golems, das erfahren wir in der nächsten Episode wieder hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.